Herzlich willkommen bei diesem LiveNet-Talk. Wie immer oder meistens hier aus dem Bistro von LiveNet Bern. Und ich habe auch Gäste aus der Region Bern. Komme ich jetzt sofort dazu. Aber einleitend werde ich euch gerne heute erzählen, meine Vorbereitung auf den heutigen Talk. Also so schön ist der Job von einem Moderator, je nachdem, manchmal, wenn man einfach Lieder hören kann. Meine Vorbereitung tatsächlich hat daraus bestanden, das Album von der Band Columbus mal richtig kennenzulernen. Und jetzt schaue ich die Gäste auch gerade an in diesem Moment. Das sind nämlich Conny Gida und Stefan Röttlisberger, die hier bereits an jenem Tischli den Platz eingenommen haben. Wunderbar. Und eben, sie haben Fan eine neue CD aufgenommen. Oder CD kann man fast nicht mehr sagen. Ein Album, weniger gesehen als CD heute noch. Aber da werden wir ein bisschen darüber reden. Wie ist das? Wie entstehen die Lieder? Bandgeschichte von Columbus aber auch. Und überhaupt, wie lebt es sich so als Worshipper in der Schweiz und in der Vineyard Bern, wo sie unterwegs sind. Beide wohnen auch in der Region Bern und haben Family. Die Conny 2 Töchter und der Stefan, bei ihm sind 3 Kinder, Vater von 3 Kindern. Ja, herzlich willkommen auf einmal. Das Projekt, das ihr hattet letztes Jahr, steigen wir doch dort gerade ein. Wir werden dann auch ein paar Lieder mal daraus hören, für so ein bisschen zu hören, welche Band ist das eigentlich. Und einige werden merken, die haben wir auch schon gesungen vielleicht in unserer Kirche, die Lieder von ihnen. Wie war das Projekt, das in dieser Corona-Zeit in diesem Moment entstanden ist, Conny? Ja, das war recht ein holpriger Weg, weil wir haben eigentlich im April 2020 haben wir ein Live-Album aufnehmen. Wir waren voll in den Vorbereitungen und dann kam so der Lockdown und wir mussten alles absagen. Und dann haben wir im Oktober, November haben wir noch mal so einen Anlauf nehmen. Dann haben wir schon gemerkt, das sieht wieder nach einer Welle aus und haben das auch noch mal absagen. Ja, und dann ist es im Juni 2021 ist dann wirklich dazu gekommen, dass wir ein Live-Album aufnehmen konnten. Genau. Live in der Westhalle. Live in der Westhalle, heisst das jetzt, ja? Genau. Genau. Und kann man so finden auf YouTube oder auf Spotify oder eben. Es gibt sicher ja auch noch die Möglichkeit, eine CD zu kaufen. Auf jeden Fall. Genau, für die das so machen. Kommen wir jetzt zu diesem Thema auch noch ein bisschen, wie das heute so eine Sache ist. Stefan, auch für dich die Frage, jetzt gerade das Projekt, das letztes Jahr realisiert werden mit dem Westhalle. Wie ist das bei dir so der Weg dahin gewesen, oder auch ein Live-Album mal rauszugeben? Ich glaube, das ist noch nicht so häufig gewesen, oder, bis jetzt? Ja, bis jetzt nicht. Also für uns nicht. Wie war das? Es ist wie so ein Event, wo du dich darauf vorbereitest. Und ja, es hat viel Spass gemacht, wir sind sicher auch zusammengeschweißt. Aber jetzt geht so mit der Situation, in der wir uns drin befinden, in dieser Pandemie, ist es für uns halt manchmal auch ein Aushalten gewesen. Weil du planst etwas, wir haben auch Videos gemacht, wir haben Aufnahmen gemacht. Es ist nicht wie ein Sonntag, oder kannst du sagen, wir jetzt den Gottesdienst eine Woche verschieben. Du hast sehr viele Finanzen und es ist auch wir mussten eine Halle mieten, wir haben Leute eingeladen, wir haben ein Crowdfunding gemacht. Und es war eigentlich eine grosse Sache gewesen, rundum, nachdem wir die Lieder eigentlich zum Teil schon hatten. Aber es ist gleich, es macht ja etwas mit dir. Es war überwältigend zu sehen, dass die Leute dann auch kommen, auch wenn man eine Maske haben muss. Es ist von einem grossen Event zu einem kleineren, familiären Event geschrumpft in dem Sinn, wo wir einfach mit 100 Leuten zusammenkommen können. Aber ich habe gemerkt, ich glaube, wenn wir treu sind dem, was wir machen sollen, dann tut Gott das segnen. Und ich glaube, wir sind ein bisschen weg von der ersten Idee. Wir haben eigentlich gedacht, wir machen 800 Leute, so viel in die Halle reingehen und es ist cool und es fängt. Und plötzlich gemerkt, es können 100 Leute kommen. Und wir machen das. Und jetzt habe ich jetzt noch gesagt, wir haben es 2-mal verschoben, das Ganze. Auch haben dann plötzlich, glaube von dir gekommen, so im November, gesagt, komm, wir machen es einfach im Juni 2020. Wir machen es so, wie es wird durchgeführt werden. Und das war, glaube ich, eine Entlastung für uns. Echt zu merken, was möglich ist, ist möglich. Ja. Und das ist lustig, wir haben den Freitag und den Samstag gebraucht. Am Samstag hat dann plötzlich der Perse gesagt,
Ja, jetzt können am Freitag haben sie entschieden, dass am Samstag 250 und dann ohne Stühle. Also es war wirklich der Moment, für uns war es wirklich wie ein Geschenk vom Himmel gewesen, oder? Am Freitag haben wir 100 Leute noch mit Stühlen und ihrem Platz. Am Samstag haben wir dann 250 Leute haben und ohne Stühle. Und es ist echt, ja, so wie wenn Gott sagt, ich sehe euch und es ist gut. Hey, super. Und jetzt haben wir schon ein bisschen gehört, was so der ganze Weg dazu war, zu dieser Produktion. Aber jetzt wollen wir doch gerne noch einen kleinen Eindruck bekommen, auch für euch, dass ihr ein bisschen merkt, wie das so dahergekommen ist, wie das so in dieser Westhalle hat ausgesehen und tönt. Tun wir gerne schnell so ein paar Lieder abspielen aus dem Live-Album von Columbus. Es scheint das Licht in der dunkelsten Nacht. Jeder wird kaum was sehen. Die Weisheit von Dummen, ein Anstoß für viel. Tiefer als jede Vernunft und Verstand. Königes, da du dein Reich lass kommen. Komm und überflut die Welt mit dir. Meine Seele sehnt sich nach dir, dass ich dir nachher sein. Mit jedem Schritt zu dir lebt neue Kraft in mir. Nichts erfüllt dein Herz, wie wenn du uns kannst sehen. Du lebst in unserem Lob und willst gern bei uns sein. Die Aufmerksamen unter euch haben gemerkt, jetzt haben wir nicht nur aus der Westhalle gehört oder sind nicht nur in diesen Live-Songs gesehen, sondern haben auch noch 2 weitere gehört. Und das eine ist wirklich so das erfolgreichste, kann man bis jetzt sagen, oder, von Columbus. Stefan, das Lied «Haus vom Lob», das du singst, wo eine wahnsinnige stimmliche Bandbreite ja, du dort hier drin zeigst. Das beeindruckt mich immer. Schon dann, als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, wow, Mama, die diese Höhe auch reinbringt und ein Lied, das wirklich ins Herz hineingeht. Also das Haus vom Lob. Was war dort so der Weg gewesen, oder wie hast du die Idee vielleicht auch für das Lied? Ja, das ist spannend. Die Idee, also ich weiß noch genau, als ich es geschrieben habe oder als ich angefangen habe, wir waren dann in der Ferien, so in einem Rekka-Dörfli und haben auch dort an dieser Bridge herumgestudiert. Ich glaube, das Herz hinter dem Song ist schon einfach, dass wir als Gemeinde zusammenkommen und dass uns so bewusst ist, dass wir, wenn wir singen, dass wir im Raum geben. Und eigentlich angefangen hat das Lied an einem anderen Ort. Ich habe wir bauen eine Festung vom Lob oder der Gedanke war, die Initialisierung des Songs war so, hey, wie können wir, wenn wir doch alle Sonntage zusammenkommen und ihn loben und wie der Schöpfer, der Retter, der alles gemacht hat, da ist, wie können wir das wie nicht spüren? Oder wie können wir dem nicht mit bauen? Also mit unserem Lob habe ich das Gefühl, dass unsere Atmosphäre verändert wird. Dass die Leute spüren, wenn sie jetzt bei uns in der Vineyard in der Stadt, wenn manchmal Soundcheck ist, dass die Leute einfach reinkommen, dass die Leute einfach reingezogen sind. Und es ist aus dem herausgekommen, dass ich manchmal, oder dass wir vielfach als Christen sagen, hey, das ist ein harter Boden hier.
die Satanisten haben nebenan eine Kirche oder die Reithalle. Das ist dann wirklich mit dem Drogenkonsum, das ist so ein schwarzer Ort, das ist ein harter Boden für das Evangelium. Und so jetzt sagen wir geben dann so viel mehr Platz und viel mehr Raum am Bösen und sagen dem, auf Englisch sagst du Stronghold, oder so wie eine Festung eben. Und darum habe ich angefangen mit, wir bauen eine Festung vom Lob, aber es ist nicht ein Haus vom Lob gekommen. Aber so ein bisschen zu zeigen, hey, wir kommen zusammen und wir bauen hier eigentlich sein Königreich. Und es hat einen Einfluss auf unsere Stadt, in unser Leben. Genau. Das war so ein bisschen der Gedanke von diesem Lied. Ja, sehr schön, das ein bisschen zu erfahren, wie das eben aus dem Leben heraus, eben irgendwo, wie du sagst, in einem Ferienhäuschen oder so, dann entsteht das aus diesen Gedanken aus dem Alltag. Wie ist das bei dir, Conny? Kannst du vielleicht auch ein Beispiel nennen von einem Song? Ein Beispiel von einem Song? Das muss ich jetzt überlegen. Sorry. Ja, ist schon gut. Also wir haben jetzt «Zieh du ein» haben wir gehört. Ich weiss jetzt nicht, welcher von denen das... Genau, «Zieh du ein» ist sicher so der Herzschlag vom Song, ist, dass Gott das Reich hineinbricht und dass der Heilige Geist das tun darf, was er tun will. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich im Auto gefahren bin und dann ist mir so, das «Zieh du ein», öffnet die Tor von deiner Herrlichkeit. Weil ich von meinem Wesen her bin ich ein Mensch, der Hunger hat nach der Herrlichkeit. Also ich weiss nicht, aber einfach etwas in mir hungert einfach nach dem Mehr von ihm. Obwohl dass ich weiss, wir sind schon gesättigt und der Tisch ist reich gedeckt in Gottes Gegenwart. Und gleich, wenn ich in seine Gegenwart komme, weiss ich auch immer, da ist einfach auch noch mehr. Weil der Gott hat so eine Fülle von in sich. Und «Zieh du ein» ist eigentlich so wie der Herzenswunsch auch für Erweckung in unserem Land. Ich weiss noch, eben das «Zieh du» ist mir gekommen und dann bin ich mal wo wir in Vineyard einen Gottesdienst hatten, in der französischen Kirche, bin ich im Boden hinten gelegen, wo eine andere Band gespielt hat. Und dann habe ich mir dann in diesem Moment vorgestellt, wie es wäre, wenn jetzt Erweckung an diesem Ort ausbrechen würde. Und ich habe mir es echt bildlich, ich habe mir es wie bildlich vorgestellt, wie es wäre, wenn jetzt einfach Menschen Gott auf eine neue Art würden begegnen. Und aus dem heraus ist dann auch die Bridge entstanden. Du reissest jede Mauer weg, weil du uns mit deinem Geist berührst, dann ist es normal, dass Wunder geschehen. Wenn seine Gegenwart kommt, ist es normal, dass Wunder passieren. Und das Lustige ist das Wort «crazy». Es ist ja am Schluss, der kann so mal ein bisschen «crazy» sein. Und das habe ich mit dem Produzenten, der hat dann so Songwriting-Coachings mit uns gemacht. Und ich war halt mega unsicher, soll ich jetzt das Wort «crazy» brauchen oder nicht? Ist es ein englisches Wort in einem berndeutschen Lied? Und er hat so «This is so cool, you have to use it». Und er hat mich mega ermutigt, das nicht zu brauchen. Und das gibt dem Song, glaube ich, einfach so ein bisschen noch eine Würze. Oder? Ja, und eine Leichtigkeit. Und eine Leichtigkeit, also, so ist es mir jetzt gegangen, oder? Ja, so mal ein bisschen crazy. Ja, das stimmt, ja. Und das, was du jetzt da auch schön aufgezeigt hast, das mit dem wirklich dem Geist Gottes Raum geben, oder? Das Wirken. Genau. Und das, glaube ich, zeichnet ja Columbus auch irgendwo ein bisschen aus, auch wenn er in der Vineyard Bern eben die Worship leitet, oder? Das ist nicht einfach zack, zack, wir haben unser Set, so spielen wir die Songs und gut ist. Sondern eben das prophetische Art, oder? Voll, vom Singen. Also das ist mega, mega unser Herz, unser Wunsch ist, hey, wir kommen zusammen und wir wollen Gottes Geist Raum geben, wir wollen ihm den Teppich ausrollen, seine Gegenwart, dass er kann kommen und tun, was er tun will. Und das ist unser Herzschlag, ja. Das ist unser grösster Wunsch, wenn wir anbeten. Ja, das ist das, was man sehr stark merkt. Und da kommt auch die Prägung so zum Ausdruck, die man vielleicht auch kennt, international, eben, wenn man das verfolgt, von Reading, von Bethel. Hat mich an das erinnert. Das sind ja andere Bewegungen natürlich, aber das ist eine, die sicher sehr bekannt ist und die in eurer Geschichte eben sehr ausschlaggebend war. Stefan, kann ich dich vielleicht darauf ansprechen? Wie hat das denn angefangen? Genau, wie hat das angefangen? Das Conny kommt ja von Frutigen ursprünglich. Ich bin in Belp aufgewachsen. Der Gianni und der Robby kommen aus dem Tessin, also eigentlich näher und gleich weit weg.
aber auch als Schweizer. Und wir sind eben, also ich und meine Frau, wir sind auf Reading zur Bethel. Wir haben eine 2-jährige Schule gemacht dort, wie eine Bibelschule, Ministry-Schule. Und habe dort Goni oder Robby lernen kennen. Genau, und wir haben so ein Swiss-Meeting, wo wir uns einmal im Monat als Schweizer Delegation, haben wir uns getroffen und haben wirklich in einem Haus zusammen geworshippt. Und dort haben wir wie schnell mal gemerkt, dass Gott unsere Nation am Herzen liegt und auch unsere Sprache. Und wir haben dort auch oft auch frei gesungen und das wie erlebt. Oder das gelebt, was wir wie in dieser Schule erlebt haben, in dieser Church erlebt haben. Und aus dem heraus ist dann wie die Band entstanden. Echt Freundschaft, aber auch mit zusammen Gott erlebt. Und plötzlich auch gemerkt, hey, wir wollen nicht einfach nur... Es gibt so viele coole englische Lieder, aber wir wollen auch eine Stimme geben für unsere Nation, unser Land. Es gibt die Bibelstelle, die heisst, dass jede Zunge wird bezeugen. Und das ist mir so, in mir innen so, hat sich das so wie gegeben, dachte so wie, ja, die Zunge, jede Sprache, also in dem Englischen heißt every tongue, also jede Sprache wird bezeugen und so zu sagen, hey, wir wollen Gott nicht berauben, als Nation in unserer Sprache ihm Ehre zu geben und nicht einfach eine Kopie zu machen von etwas, das schon existiert. Und ich habe das Gefühl, dass, ja, ich weiß nicht, das ist echt etwas, was wie hat, der Hunger nach ins Loben unserer Sprache und auch irgendwie das Heim zu bringen, das wir dort erlebt haben. Ja. Und dann ist auch in dieser Zeit, auch, wo die Band entstanden ist, oder so das Geburtsmoment wahrscheinlich gesehen, ist auch dort hier, oder? In Reading. Ist auch der Bandname dort hier schon entstanden, oder ist das später gekommen? Das ist später gekommen. Also wir waren wirklich zuerst einfach Freunde, die zusammen geworshippt haben. Und wir waren noch nicht eine Band. Und dann sind wir zurückgekommen im 2012. Und dann haben wir so aus unserer Naivität heraus gesagt, komm, wir nehmen doch ein Album auf, wir machen das selber. Der Steffu weiss wie man das, oder du kannst das besser erklären, Steffu weiss wie man das macht und so. Dann sind wir zu Frutigen in einem Bandraum und haben einfach mal ein paar Songs in diesem Sommer aufgenommen. Aber wir waren noch nicht wie eine Band. Wir waren einfach wirklich Menschen, die eine Vision für die Schweiz hatten, einen Hunger. Ja, dass wir in diesem Land das dürfen sehen, was wir dort erlebt haben mit Gott. Wirklich wie, hey, das ist unser Herz. Die Menschen sollen auch den Zugang irgendwie haben zu dem. Und haben dort dann die Songs aufgenommen. Und dann sind wir wieder zurück, ich und Robby, noch für ein anderes Jahr. Und der Steffu hat mega gearbeitet, ich weiss noch Stunden an diesem Album, weil wir haben dort alles selber gemacht. Und der Gianni auch. Und dann sind wir wieder zurückgekommen, 2013, und dann haben wir wieder das Album rausgeben. Dann haben wir so gedacht, okay, wir geben ein Album raus. Sind wir eigentlich eine Band? Und dann hat sich das wie so, also es ist wie so ein bisschen organisch passiert, dass dann so wie, ja komm, wir könnten doch eine Band sein. Wir haben nämlich mega eine Vision für die Schweiz und eben für Worship, für Anbetung und so. Und dann ist es um die Namensfindung gegangen und ja, dann haben wir gedacht, Kolumbus beschreibt irgendwie mega unseren Herzschlag. Eben der Kolumbus hat hier Amerika entdeckt. Er ist auf das Wasser gegangen, er hat sich dem Ungewissen ausgesetzt, hat ein neues Land gesucht. Und wir wollen auch so anbeten, aber wir wollen auf das Wasser gehen, sinnbildlich dem Heiligen Geist Raum geben, das Neue suchen, das er ja, wie für uns vorbereitet oder parat hat und wir haben ein neues Land entdeckt und das wollen wir auch anderen zugänglich machen. Darum ist dann Kolumbus jetzt dann, ist dann der Name geworden. Jetzt muss ich beim Stefan schon schnell ein bisschen nachfragen, eben, was du schon vorher erwähnt hast, was denn du für spezielle auch, Vorkenntnisse vielleicht reingebracht hast in die Band, oder du bist glaube ich auch Profimusiker so in diesem Bereich unterwegs, gell? Profimusiker würde ich mich nicht nennen, aber also ich bin stark für Recording und so interessiert. Also wie das arrangierst, genau. So Sachen. Der Gianni hat, ich muss sagen, in der Zeit, als wir in Amerika waren, ist der Gianni, also der Zwillingsbruder von Robby, der bei uns Schlagzeug spielt. Gianni ist der Pianist, der war in Boston und hat dort eigentlich Music Production, studiert. Also der Gianni ist so ein bisschen der Kopf, musikalische Kopf, auch vor der Band, so ein bisschen vom sicher musikalischen Hintergrund. Und sie beide haben eigentlich eine klassische Ausbildung
das Konzert gemacht. Nein, er hat im Fall auf Piano. Er Hat hat er auf Piano? Piano studiert, Okay. ja, aber mehr Improvisation, Ja. Jazz. Aber Hey, sie gut. haben beide, ja. Also so ein bisschen, ich muss so sagen, also mich hat es das Technische interessiert, jetzt vom Aufnehmen. Genau. Okay. Aber muss ich auch sagen, jetzt rückblickend, wir haben auch sehr schnell gemerkt, es war sehr viel, auch rückblickend zu merken, hey, wir arbeiten alle einen Job und machen Musik wie on top, oben drauf. Wo wir wie gesagt haben, wir können nicht so weiterfahren und wir müssen alle Hilfe annehmen. Und darum ist auch das zweite Album, wir haben gesagt, hey, wir wollen einen Produzenten, wir brauchen Hilfe. Und es ist vielleicht auch, da, auch anderen Mut zu machen, jungen Bands Mut zu machen, zu sagen, hey, manchmal braucht es jemanden, der wie das Gold aus dir rausholt. Und ich glaube, das mit unserer Band, ein naiver Start, war cool. Und es hat es gebraucht. Und auch einfach alles zu geben. Aber auch, es hat es auch gebraucht, zu merken, hey, wir brauchen Unterstützung, wir brauchen Finanzen, weil wir können es allein nicht. Und das ist, glaube ich, auch das, was uns als Band auszeichnet, zu sagen, hey, wir brauchen Leute, die an uns glauben und in uns investieren. Das ist schon das, was bis jetzt haben wir fast jedes Album ist wie ein Crowdfunding gewesen, also wo Leute in uns investieren, weil ohne das ging es gar nicht. Ja. Nicht mehr so, wie das heute läuft, kann man sich eigentlich fast nicht irgendwo einen Platz erarbeiten, um anderen sozusagen durch den Verkauf. Oder? Ja. Also einerseits ist der Verkauf, aber auch, ich sage jetzt so wie ich glaube auch in der Band, eben, wir vertrauen auch einander. Im Sinne von, eben, der Gianni hat in dieser Richtung mehr Erfahrung, jetzt was Musikarrangement und das anbelangt. Und der Robby ist auch extrem auch gut in dem. Und wir sind die Songs schreiben. Ich glaube, wir helfen auch einander, wenn wir Songs schreiben. Also so ein bisschen wie ein zusammen unterwegs sein. Ja, das passt sehr gut, oder? Einander dienen mit dieser Gabe, die man bekommt. Und, genau. So kommt es jetzt ein bisschen Voll. rüber. Ja. Ja. Und das ist ja auch noch eine spannende Frage. Jemand aus dem Live-Team hat gesagt, der die Musik sehr liebt von euch, hat gesagt, stell ihnen dann noch die Frage, wie ist es denn, wenn mal Konflikte aufkommen, wie klären sie es? Oder was wirkt jetzt so bei der gestarteten Zeit und viel gebügelt, viel, also manchmal aus Leben, sonst tut ja auch noch und man hat vielleicht sonst irgendwelche Kämpfe, was auch immer, Schicksalsschläge auch mal, oder was da alles rein mixt. Wie ist das für euch? Wie könnt ihr das handeln? Also ich finde, wir haben eine offene Kommunikation und ich glaube schon, der Steffu tut dort mega helfen, weil der Steffu von seiner Art her sehr offen ist mit dem, einfach sich verletzlich macht und sagt, hey, so fühle ich mich gerade, das scheisst mich gerade an oder das finde ich gerade nicht cool. Und das hilft mega, dass man sofort mega ehrlich ist miteinander und nicht wie Sachen anbrennen und so und dann ein Deckmäntel drüber, sondern wir reden wirklich mega offen und ehrlich zusammen. Und durch das können wir immer wieder auch Herausforderungen, Spannungen klären. Und das Lustige ist, wir sind wirklich recht unterschiedlich, einfach wie wir Sachen sehen, wahrnehmen oder wie wir sind als Mensch. Und wir müssen immer wieder wie mega zusammen reden, hey, wie könnten wir das machen oder wie können wir da einen Weg finden, dass wir wie zu einem guten Resultat kommen. Oder was würdest du sagen? Ja, zum Beispiel das Live-Album ist vielleicht ein gutes Beispiel. Wir haben im 2000, sind wir im 19. das erste Mal. Wir sind im 19. haben wir wie eine Vorproduktion gestartet. Da sind wir auf England zu unserem Produzent. Johnny Bird hat uns unterstützt, hat das Album produziert. Und dann hat er gesagt, ja, er macht am liebsten so 2 Wochenende, wo wir Songs schreiben, das, was wir haben, bringen und an denen weiterarbeiten. Und er hat so ein bisschen wie ein musikalisches Mäntel gegeben, dem Ganzen. Das hat extrem geholfen, das war mega cool. Und meine Vorstellung war, komm, wir machen wieder ein Studioalbum. Du musst dir vorstellen, mit Familie und Kindern ist das am einfachsten. Du investierst einen Monat, dann hast du es gegessen. Das Live-Album haben wir auch ein Jahr lang gearbeitet, und zwar regelmässig. Oder? Wir haben den Anspruch, wir wollen die Songs auswendig können. Wir wollen die Songs spielen, als dass es unsere Songs sind. Und wir sind noch dran am Schreiben. Es ist so wie ein viel grösserer Aufwand. Wenn das jetzt Du hast nicht auf eine Tournee können, oder wie? Ja, also Covid war, du kannst sie nie spielen, außer im Livestream. Und das war schon ein bisschen komisch, manchmal daheim, du übst die Songs durch und auch für mich zumindest, und es ist niemand da, der zulässt, also ausser natürlich Gott.
Und vielleicht meine Kinder und meine Frau, die das hören. Aber es hat Konflikte gegeben, weil ich hätte eigentlich lieber ein Live-Album, ein Studioalbum gemacht und du bist mit der Idee gekommen, Live-Album. Und du bist so ein bisschen die gespürt und sich nicht grosse, aber nicht grosse Gedanken macht, wie das dann aussieht. Das sind die Konsequenzen. Und ich bin eher der, der sagt, du sagst etwas und ich sehe schon, was man alles muss. Genau. Oder? Und so ein bisschen, das ist dann das Miteinander. Und dort habe ich, zuerst bin ich eher so ein bisschen skeptisch gewesen und so mal gesehen, was alles nicht so gäbig ist. Aber dann irgendwie gleich auch gemerkt, mal komm, ich vertraue dir. Und das ist, glaube ich, Konflikt. Wir müssen einander vertrauen. Genau, ja. Dass der andere, den Heiligen Geist spürt, dass der andere auch geführt ist. Genau. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, weil wir dort ganz anders sehen. Aber ich glaube, es hilft uns auch, weil wir uns ergänzen, oder? Weil ich ja vielleicht ein bisschen mehr so bin und so, es ergänzt sich dann in dem Sinn und gleicht sich wieder aus. Auf eine coole Art. Und gleich, das ist vielleicht noch wichtig zu sagen, wir treffen uns meistens nicht in der Mitte. Ja, das ist so. Ich sage, Konflikte lösen heisst nicht, wir treffen uns in der Mitte. Jeder gibt ein bisschen von sich. So. Ich musste eigentlich voll für das gehen, für das Live-Album. Ich musste mich voll entscheiden für das. Und gleich, weil ich dir vertraut habe in diesem Sinne, habe ich gewusst, okay, wir machen diesen Weg. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, hey, es war wirklich ein guter Weg gewesen, auch wenn es etwas gekostet. Ja, also wenn ich jetzt reingelassen habe, kann ich es nur bestätigen. Also das ist ein sehr ein Erlebnis, oder? Und das Live-Moment können auch mitzuerleben, ist natürlich besonders, ja, sehr. Ja, kommen wir wieder noch einen Schritt zu dem zurück, zum Herz sozusagen von Lobpreis, was das bei euch auch bedeutet noch. Also mal schon vorher habe ich ein bisschen angesprochen, wie ist das mit Lebensereignissen, die reinfließen? Oder du hast vorher schon ein bisschen vom Songwriting geredet, Stefan. Ist das häufig so, dass ihr Sachen verarbeitet? Oder sind das eher zeitlose Sachen, die in euren Liedern zum Ausdruck kommen? Ewige Wahrheiten fast ein bisschen. Also, ist es also bei mir ist es schon häufig so, dass ich wie eine Inspiration bekomme, die häufig wie aus dem Leben heraus ist. Oder irgendein Erlebnis, entweder etwas, das mich extrem berührt hat, oder etwas, was vielleicht auch herausfordernd ist, wo ich vielleicht wie auch durchkämpfe während dem Worshipen und dann wie Sachen kommen. Aber es ist schon immer sehr lebensnah und sehr einfach aus der Beziehung mit dem Herrn und mit dem, was wie im Leben ist, wo ich dann wie... Oder manchmal ist es wirklich auch, dass ich wie frage, Herr, was möchtest du der Schweiz sagen? Oder was möchtest du unserer Gemeinde sagen? Was möchtest du mit unserer Gemeinde tun? Und aus dem heraus Sachen bekommen. Das mache ich auch bewusst. Oder das machen wir auch bewusst. Ja. Ist das eigentlich, weißt du, für dich jetzt, wo auch die Gabe irgendwo bekommen hast, oder? Also für in die Anbetung hineinzugehen, ist das etwas, wo du dich gleich auch entscheidest wieder dafür, hey, ich schaue wieder dort und so und lasse mich auf den nächsten Sonntag ein oder weißt, auf einen Auftritt, sozusagen das Ganze, was da damit verbunden ist? Oder macht das einfach Klick oder ist es eher wie drin, ein bisschen naturell? Ich würde schon sagen, grundsätzlich liebe ich es mega. Also ist es nicht etwas, wo ich mich hängen muss, ich liebe es zu worshipen in jedem Moment so. Aber es gibt schon Momente, wo mir vielleicht nicht gut geht oder wo ich wie nicht mache, wo ich auch wie mich innerlich entscheiden und sagen, hey, jetzt will ich Gott anbeten, weil er ist würdig. Er ist immer würdig, anbetet zu werden. Es gibt immer so viele Gründe, es gibt 1000 gute Gründe, ihm ein Loblied zu singen, weil er echt so gross und gut ist. Und einfach, dass ich meinen eigenen Geist, also meine Seele eigentlich wie meiner Seele sagen, hey, jetzt tun wir anbeten. So, genau. Also in die Richtung. Ja. Du nickst schon, Stefan. Ja. Also für uns ist es oft, oder für mich ist es oft, dass jetzt in der Anbetung halt das Wegschauen von mir, zu ihm heranschauen. Und ich glaube, in unseren Songs, es ist oft, zumindest bei mir, so vielleicht eine Last oder etwas, das mich bedrückt oder etwas, das mich beschäftigt. Es kann Freude sein, es kann auch Trauer sein, es kann... Zum Beispiel «Das König Jesus» ist so ein Song, der ist extrem bei mir daheim auf dem Sofa, frustriert.
über unsere Gemeinde und über unsere Leute und alle Christen. Und vielleicht ist es manchmal ein bisschen eine Arroganz, aber ich habe das Gefühl, das ist wie etwas, wir sind auch Priester, oder? Wir sind berufen, Priester zu sein, dass wir vor Gott kommen. Mit eben auch halt vielleicht mit einer Gemeinde oder mit einer Nation oder mit ich sehe das aber nicht im Moment. Und für mich ist es aber so, es bin einfach ich und dort mit Gott. Und ich denke nicht, ich mache jetzt ein Lied. Aber so ein bisschen wie vor ihn kommen und das mit ihm im Gespräch sein, im Dialog sein. Und das, was dort rauskommt, ich nehme es oft einfach auf. Einfach mit dem Telefon. Eine Idee oder so. Und das kannst du meistens noch nicht brauchen. Ja. Du musst auch noch ein bisschen filtern. Ein bisschen schleifen. Ja. Okay. Weil unser Herz ist wirklich, die Leute zu erreichen und die Leute mitzunehmen. Und ich bin ein Punk, aus einer Punk-Generation aufgewachsen. Toten Hosen, die Ärzte, böse Onkel. Wirklich Musik, oder? Die sehr provoziert. Und das ist, manchmal braucht es das, aber es führt nicht unbedingt zum Ziel, dass die Menschen mitkommen und aufspringen. Das soll eine Einladung sein. Ja. Das ist ja lustig, haben wir noch etwas gemeinsam. Ich war sogar mal an einem Konzert von den Onkels, ein Kollege, der mich mitgeschleppt hat. Ja. Aber das sind Tempi Passati. Ja. Genau, spannend. Gut, ein Lied, das mir das jetzt auch so vorhin noch durch den Kopf gegangen ist, bei «Hängt hoch», kommt das auch so stark zum Ausdruck, auch vom Live-Album. Auch in unseren Zweifeln, auch in unserem Schmerz. Und also dass das wirklich, lädt mich dort hier voll auf die Zweifel und die Fragen ein, eigentlich. Und das finde ich auch extrem stark. Und ich denke, noch einmal beim Werbespot fast schon angelangt, einfach für «Hört mal rein». Auch, wir platzieren den Link natürlich platzieren unter dran bei diesem Live-Album. Und aber nicht nur, wir sollen nicht nur immer streamen vielleicht, oder jetzt könnte man zu diesem Thema vielleicht auch noch kommen, wie kann man euch auch noch anders unterstützen? Ihr wollt ja sicher weiterfahren, hoffentlich. Ja, sicher. Du hast es digital, heute ist alles digital. Auch jetzt in der Pandemie haben wir auch gemerkt, wenn wir unterwegs sind, als Band haben wir oft eine CD verkaufen. Und mir ist bewusst, dass die Leute das heute nicht mehr so hören, das ist auch nicht so gäbig. Aber echt durch Streaming gibt es für uns wirklich, da schaut nicht mehr raus. Und ich denke, ja, könnt auf unsere Webseite gehen, die uns unterstützen. Ich meine, so kann man uns unterstützen. Man kann die Musik mal bei iTunes kaufen. Ja. Und sicher mal offen bleiben. Vielleicht gibt es in 2 Jahren wieder etwas Neues. Und wenn dann so ein Crowdfunding aufpoppt, wir sind wirklich angewiesen auf Unterstützung. Hey, super. Danke vielmals, dass ihr immer wieder eben wie lossegelt, oder sozusagen, und in das offene, weite Feld geht, noch nicht wisst, was kommt, was hat Gott vor als nächstes, und euch leiten dort vom Geist, von Gott. Und ich wünsche euch ganz viel Segen, auch in diesem 2022, mit dem, was ihr anpacken werdet. Und es war eine grosse Freude, euch hier zu haben und ein bisschen zu erfahren von eurem Herz, das dahinter steckt. Ja, merci. Columbus. Danke vielmals. Merci. Ja, den LiveNet-Talk könnt ihr natürlich noch einmal in Ruhe nachhören auf YouTube, oder ihr könnt auf livenet.ch/talk gehen, und dort sind ja all die Talks schon immer in der Übersicht. Und dann werden wir auch noch eine Zusammenfassung so ein bisschen mit ein paar Erkenntnissen aus dem Talk auch in den News aufschalten bei LiveNet in Textform. Das kennt ihr ja, wenn ihr regelmässig ein bisschen auf unserem Portal seid, dass das so abläuft. Wir werden in diesem Jahr auch weitere christliche Künstler, sei es Worship oder vielleicht auch ein bisschen andere Stilrichtungen, zu uns einladen und einfach zwischen ein bisschen so einen Einblick geben, wie lebt es sich da in dieser Szene, wenn man Musik macht für Gott. Danke für euer Interesse, einen guten Tag und tschüss. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.livenet.ch/Videopartner.